Hallo und willkommen zu meinem 5. Commentary. Das mal mit Call of Duty Ghosts im Hintergrund und nicht mehr auf Hochdeutsch. Ich mache jetzt, ich habe beschlossen, Let's Plays und Kommentare sind alles nur noch auf Schweizerdeutsch zu machen. Und ja, fangen wir mal an mit dem ersten Thema. Das ist Chinas Internetpolizei zensiert 13% aller sozialen Medieninhalte. Da ist heisst, China hat mit über 600 Millionen zwar weltweit die meisten Internetnutzer, dafür aber auch die meisten Aufpasser. Die Volksrepublik gehört zu einem der Länder, das eine Internetpolizei besitzt, für die 20 bis 50.000 Personen arbeiten sollen. Eine Studie des Instituts für quantitative Sozialwissenschaften an der Universität Harvard ergab, dass in China 13% aller Posts in sozialen Netzwerken zensiert werden. Manche Web 2.0 Anwendungen wie Facebook, YouTube oder Twitter sind in China sogar komplett blockiert. Seit 2009 gibt es in China auch eine Ausweispflicht für Internetnutzer. Demnach mussten alle Internetanbieter die Ausweise ihrer Kunden einfordern und ihre wahre Identität überprüfen. Laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua diente der Beschluss der nationalen Sicherheit und dem öffentlichen Interesse. Ja, was sollte man dazu sagen? Kann ich mir jetzt in der Schweiz ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber die haben 600 Millionen Nutzer. Ja, das ist eigentlich extrem viel und das kannst du auch nicht vergleichen mit der Schweiz. Ich kann da dazu eigentlich nicht viel sagen. Ich kann es aber trotzdem wundern, was ihr dazu sagt. Könnt ihr gerne in den Kommentaren hineinschreiben. Mein zweites Thema ist, in Deutschland und Österreich ist es nicht verboten, aus dem Gefängnis auszubrechen. Das heißt, da geht es noch weiter, technisch gesehen ist die Flucht aus dem Gefängnis sowohl in Österreich als auch in Deutschland straffrei. Man kann lediglich für den entstandenen Schaden belangt werden. Straffrei ist die Flucht deshalb, weil der Gesetzgeber schon 1800 davon überzeugt war, also 1880, dass sie den natürlichen Freiheitstrieb der Menschen entspreche. Die Beihilfe zur Flucht steht jedoch unter Strafe. Da bei den meisten Ausbrüchen allerdings sonstige Straftaten wie etwa Sachbeschädigung, Körperverletzung oder Bestechung begangen werden, können die Ausbrüchigen dafür belangt werden. Die Flucht selber verstöße außerdem gegen die meisten Hausregeln der Gefängnisse und wird durch Disziplinarstrafen wie erhärtete Haftbedingungen bestraft. Ja. Ich habe schon gedacht, durch den Titel das habe ich gedacht, das kann es gar nicht sein, dass das nicht verboten ist, aber es gibt ja sonst Zeug. Am Schluss macht man sie auch nicht. Also es gibt natürlich schon Leute, die das machen, aber ich würde sagen, das lohnt sich nicht. Was gibt's noch Schönes? Genau. In Peking gibt es ein Penis-Restaurant. Klingt schon mal interessant. Hier heißt es, das Restaurant Goulichuan in Peking hat sich auf eine ganz besondere Delikatesse spezialisiert: Penisse. Hier bekommt man die männlichen Geschlechtsteile aller möglichen Tiere serviert. Etwa Pferd, Ochse, Esel, Hund, Ziege, Schaf und Schlange. Insgesamt mehr als 30 Tierarten im Angebot.
Es gibt 4 Filialen des Restaurants in der chinesischen Hauptstadt sowie eine Filiale in Chinatown im amerikanischen Atlanta. Die Hausspezialität ist ein Gericht aus 10 Schafspenissen am Holzspieß, serviert mit Mayonnaise, süßen Käse und Salat. Neben dem kulinarischen Genuss liegt dem Penis-Restaurant auch der Glaube zugrunde, dass das Verspeisen des März zu erhöhter Manneskraft bei den Konsumenten führe. Ja, tönt interessant, aber wieder etwas, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Also, Penis-Restaurant, das Zeug zu essen, also, ich meine, wenn man es nicht weiss, Entschuldigung, wenn man es nicht weiss, das Ding, was das ist, wenn man es nicht wirklich sieht, würde es vielleicht noch gehen. Aber das sieht man, ich denke, das sieht man, weil das ist etwas Spezielles, das man wahrscheinlich schon gesehen. Egal, zum nächsten Thema. Wenn ein Maulwurf in seinem Tunnel die Richtung ändern will, tut er dies mit einem Purzelbaum. Feindliches Satcom gesichtet. Ja, da finde ich es von Maulwürfe. Talpidae sind eine Säugetierfamilie aus der Ordnung der Insektenfresser. Die Massenvertreter führen ein unterirdisches Leben in selbstgegrabtem Bau, der über Tunnelsysteme verfügt. Dabei kann er in einer Minute bis zu 30 cm graben. Diese Tunnel sind eng und durch die längliche Körperform des Maulwurfs ist eine normale 180-Grad-Drehung nicht möglich. Stattdessen schlägt der Maulwurf eine auf Purzelbaum, um sich in seinem Tunnel umzudrehen. Ja. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, wenn ein Purzelbaum richtig gegen Kinder würde machen. Dann bist du ja wieder gleich weit, also ich weiß es nicht. Das könnte ich mir schon eher vorstellen, als dass ich den Penis würde essen, aber trotzdem. Auch ein bisschen unglaublich. Also, Verbündete Trinity-Rakete im Anflug. Wir gewinnen diesen Kampf. jedes zweite Faultier stirbt während des Klogangs. Als Dreifinger-Maultier lebt man ganz schön gefährlich. Der einzige Weg, sich das Säugetier von Raubtieren schützt, ist sein Lebensraum, hoch oben in den Bäumen. Am Boden ist es seinen Feinden durch seine bekannte langsame Bewegung jedoch schutzlos ausgeliefert. Und trotzdem bekommt das Dreifinger-Faultier regelmäßig von seinem schützenden Baum runter. Und zwar einmal die Woche, um sich zu erleichtern. Etwa die Hälfte der Tiere ereilt im Laufe ihres Lebens aber das Schicksal, dass sie dabei ums Leben kommen. Warum die Tiere das trotzdem riskieren, haben Forscher jetzt herausgefunden. Im Fell des Faultiers leben Algen, die sowohl als Tarnung als auch als Snack zwischendurch dienen. Die Algen werden vor allem durch eine bestimmte Mottenart erhalten, die ebenfalls im Fell des Faultiers lebt. Dadurch die Motten sich fortpflanzen können, müssen sie ihre Eier auf dem Waldboden im Faultierkot ablegen. Die neue Generation an Motten kommt dann dem Faultier wiederum zugute. Ja, das wird auch spannend. Wir haben die Führung verloren. Ich komme nicht ganz gut, ich habe zuerst gemeint, jedes zweite Faultier stirbt an des Klogangs. Das irgendwie explodiert, weil es so lange braucht, bis es fängt unten ist, aber das tut, weil sie ja so langsam sind und wenn sie ab den Baum gehen, dann kommen sie ums Leben, ja genau da. Etwa die Hälfte der Tiere erhalten im Laufe ihres Lebens aber das Schicksal, dass sie dabei ums Leben kommen, genau. Gut, das war das schon gewesen. Das Gameplay ist fertig. Eigentlich schon lang. Und ja, ich hoffe, euch hat es Spass gemacht. Könnt mir ja kommentieren, wenn ihr irgendwie auch unnützes Wissen habt, dann hört ihr das vielleicht beim nächsten Mal. Und ja, ich hoffe, euch hat es Spass gemacht und bis dann.